Grüß zurück in The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir waren das letzte Mal da in Chorol, heute sind wir da am Nordtor und wir stürmen heute Richtung irgendwo hin. Wo genau hin, kann ich da noch nicht sagen, weil ich es noch nicht weiß. Jetzt schauen wir mal auf die Karten. Wir haben jetzt die letzten zwei Ausgaben eigentlich nichts anderes gemacht, als wie erkundet. Erkundet, erforscht, gesprochen, verarscht und ja. Skingrad, warte mal. Wo ist der Marker für die Hauptquest? Jetzt habe ich eine Frage in die große Runde meiner wenigen Zuschauer, die ich habe. Wenn jemand von euch Skyrim spielt oder gespielt hat oder vorhat, es wieder zu spielen, vielleicht habt ihr damit ein bisschen eine Ahnung. Und zwar, es gibt für Skyrim eine vierteilige Bruma-Mod. Vielleicht kann man irgendwer von euch die Erfahrung, die er damit gesammelt hat, in die Kommentare schreiben und ob sie das auszahlt. Ich würde, wenn Skyrim schon so groß ist und auch Oblivion, möchte ein bisschen ausufernder werden. Genau. Ich muss da aber ehrlich gesagt gestehen, ich habe vor, die Spiele wirklich ausreizend und ausufernd zu spielen, gell? Wie du siehst, das Fräulein Kartograf Natalia Travarol, gell? Was steht da? Preis B. Akatosh, okay? Preise Akatosh und alle Divines, ja, keine Ahnung, was weiß ich. Ich bin kein Englischfreund, das müsste bekannt sein. Ah, Thomas mal her siehst. Nach Quatsch. Wisst ihr was? Wir werden noch Quatsch reisen. Wir werden heute wieder ein bisschen Hauptstory spielen. Ob's was bringt, ob's was wird, das kann ich dir nicht versprechen. Ich will auch nichts versprechen, weil ich nicht weiß, was im Laufe der Reise auf uns zukommt. Genau. Und zwar, ich habe irgendwann einmal erwähnt, dass ich die Hauptgeschichte bis zu einem bestimmten Punkt kenne. Und danach nicht mehr. Das ganze Elder Scrolls Universum ist ja riesig, ne? Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, ich habe die Elder Scrolls Online habe ja für einen PC. Es funktioniert auch. Es läuft super gut, gibt's gar nichts. Tigerlilie. Die GameStar hat vor kurzem ein Video rausgebracht. Das müsste ich mir ansehen. Ich hab mir das Video einfach verknüpft auf dem Desktop. Ich müsste mal reinschauen und mir den Gesamtumfang mal anschauen. Es ist... Oh, ich weiß selber. Ich weiß es, dass die Elder Scrolls Online mittlerweile ein Spiel von überdimensionierter Größe ist. Die Dinge, die ich auf der PS4 gehabt habe. Ob es auf der PS4? Du Juppie, du! Den Scheiße, ha? Wolfsfell, das können wir verkaufen. Ha, ist das geil. Wenn ich... Na, das kann ich nicht machen. Na. Ich kenne meine Spielweise. Muss ich mir nur überlegen, weiß ich nicht. Man. Nutzerrezensionen auf Steam, das ist auch immer so eine Sache, gell? Ich muss mir überlegen, weiß ich noch nicht. Ja, Kruzifix! Wirst du aufhören? Du Rauzbur, du Schircher? Ach so, warte mal, wissen.
Man merkt, dass ich schon lange nicht mehr gespielt habe, gell? Eiserne Streitaxt, da. Genau, auf C war das. Genau, auf C war die Heilung. Ja, logisch. C wie Zeilung. Naja. So, was haben wir denn da? Okay, ein Örtchen, das nicht beschrieben wurde mit einem Namen. Na, dann kannst du was Gutes bedeuten. Eigentlich wollten wir auch zur Hauptstory weitergehen, gell? Die Truhe und irgendwas. Irgendwas läuft da momentan schon wieder bei mir im Hintergrund am PC. Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja das Problem, wenn du so alt bist wie ich mit 40, neue Dinge beibringen probierst. Das kann zeitweise nur in die Hose gehen, das kann ich jetzt halt auch versprechen und verraten. Keine 10 Minuten im Spiel und dann hast du schon nur Scherereien. Mhm. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder mal auf das Spiel. Ich bin naja, etwas ermüdet, etwas müde, aber ansonsten muss ich schauen, dass ich ja, das Beste draus mache. Und wie du in Charakter gerade gehört hast, Grütze fliegst du! Ach so, ein Botschen. Ich hau ihm gleich nieder. Fertig. Naja. Immer diese kleinen Kuscheltiere, die einen an die Eier wollen. Naja. Warte mal. Die Waffen kannst du aber da wegstecken. Die Oblivion-Tore, wo du dann später reingehst, die spawnen ja erst, nachdem du in Quatsch weg bist, gell? Ich glaube, in Quatsch kriegst du es ja sogar schon mit dem ersten Tor zu tun, oder täusche ich mich da jetzt? Ja, weißt du was, wir werden das alles noch außerfinden, alles kein Problem. Nur, ich weiß, dass wir ein Level-Up haben, oder einen Fertigkeitenpunkt, wie du das einmal nennen willst. Aber ich bin zu blöd, das im Inventar oder in der Beschreibung zu finden. Naja. Also man merkt halt schon, Oblivion und Skyrim sind vom Mechanikaufbau schon sehr unterschiedlich, gell? Was war da? Weiß ich gar nicht mehr. Nonungallo. Aber ich will ja jetzt nicht in die ganzen Dungeons reingehen. Das ist... Kruzifix! Hey! Ich mein, was sind wir denn? Warte mal kurz, jetzt möchte ich da mal was schauen. Joffrey hat mir gesagt, dass der Kaiser einen illegitimen Sohn namens Martin hat, der momentan in der Stadt Quatsch in der Kapelle von Akatosh als Priester dient. Ich muss mich augenblicklich nach Quatsch begeben und Martin sicher zurück zur Venon-Brauerei bringen. Okay. Jetzt stellt sich nur die große Frage. Frost widerstehen? Feuerball? Zauber aktivieren? Blablabla.
Optionen, Spielablauf, Steuerung. Steuerung. T. Okay. Okay. Auf T. Ihr könnt nicht rasten, wenn Feinde in der Nähe sind. Das ist ja normal, oder? Das ist eigentlich in jedem RPG so. Du kannst nichts machen, wenn Feinde in der Nähe sind. Das ist, na... Ich wär traurig, wenn es mal anders wäre. Das wäre ein theatralischer Fortschritt. Mhm. So, davon, wie du hörst, ich war jetzt gerade erwachen, ja, ein bisschen außer Gefecht. Ich habe versucht, so wenig wie es geht, in die Aufnahme zu rotzen. Genau, gell? Aus dem tiefsten Innern meines Rachens, gell? Und sämtlicher Nasennebenhöhlen, die halt ein Mensch so seit Anbeginn der Evolution mit sich trägt, gell? So. Mutterkrautzweig, na bitte Gorsche. Komm an Mutterkrautsbrust. Oh. Und ein bisschen was sollte ich schon aufnehmen. Es kann nur sein, dass ich die Episode ein bisschen kürzer halt, dann kommt heute halt noch eine zweite Episode, ist doch auch kein Problem. Seid ihr wenigstens freundlich, meine Söhne? So, wen haben wir denn hier? Oh Gott. Kurzen Augenblick, ich werde mal speichern, weil ich glaube, ich werde gleich das heilige Pendant zum Tod segnen. Was? Boah, die sind gut. Ist euch klar? Das Ja, Oblivion ist erbarmungslos, ja. Ich habe aber nichts, ich habe aber keine gescheite Waffen. Was mache ich jetzt? Brotschlager, okay. Gibt's da ein Brot? Weil das Brotschlager heißt? Keine Meter. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Hoppala, das wollte ich nicht. Ja, probieren wir es mal, so schief gekannt nicht, oder? Kurz einen Blick. Eure Magie reicht nicht aus, Baby. Dann probieren wir was anderes. Zweites Mal. Lebensenergie an sich selbst wiederherstellen. Genau. Dann haben wir Magiker an sich selbst herstellen. Ausdauer wiederherstellen. Ihr könnt im Moment nicht mehr Tränke nehmen. Okay. Krankheit heilen. Ausdauer haben wir. Wiederherstellen. Schnelligkeit. Ja, das braucht man immer. Ah, siehst? Kein Ken ist auch nicht so dumm, wie er sonst immer tut. Hey! Ich hab. Sie hat eine geile Rüstung. Uff. Hey! Ich liebe leichte Rüstung. Ich liebe sie. Lady. Ja. Grüne Filzleinen. Das ist alles leichte Rüstung. Die Pelzstiefel könnte man mitnehmen. Pelzharnisch und Denkwagel nehmen wir auch noch mit. Okay, jetzt hätten wir eigentlich die Feinde einmal ausgeschalten. Oh. 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 Wahnsinn. Ja, ein Silbernugget. Das ist ja Wahnsinn, du. Wahnsinn, schau dir das an, hörst du. Da wirst du ja belohnt von oben bis unten. Da könnte man eigentlich einmal rasten und vielleicht
haben wir die Chance, dass uns das Spiel es funktioniert. Yes, baby! Persönlichkeit beeinflusst, wie sehr die Leute sie mögen, was das Sammeln von Informationen erleichtert, zuständig für die Fertigkeiten Wortgewandtheit, Handels... Intelligenz, beeinflusst Alchemie, Beschwörung und Mystik. Beeinflusst, wie viel sie tragen können, ihre Ausdauer, ihre anfängliche Lebensenergie, den Schaden, den sie mit Nahkampfwaffen anrichten können, Zustände. Ja. Geil. Oh, schau, wie hoch, dass wir jetzt springen können. Das ist geil. Heinzi, du wirst immer besser. Dir sag es. Und ja, ich darf so selbstironisch zu meinem eigenen Charakter sein, wie ich will. Und ja, ich bin privat auch sehr, ja, ein sehr, ein sehr selbstironischer Charakter. Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam. Wie schaut's jetzt eigentlich aus mit unseren Level-Dingensbums? Siehst, wir könnten ja lesen, auch wenn's du willst, gell? Aber ich glaube, das wird die eher ein bisschen langweilen, wenn ich da jetzt anfange zu lesen. Warte mal ganz kurz. So, Junge. Zieh der Untergatte wieder an, der anbrunzelte. Du Pfeifen. Ja, das ist ja der gleiche Harnisch, ne? Ja, Pelzstiefel. Ja, das schaut auch nicht schlecht aus, hörst du. Lederstiefel. Lederbeinschienen. Oder diese hier. Was wir nehmen? Die da. Oder die da. Erst aus dem Mann wird noch was. Bist du deppert. Wahnsinn, hä? Und tschüss. Quatsch ist in diese quatschtanische Richtung. Genau. Wow. Ich sah nur seinen Kopf. Dann fiel er in den Tropf. Also, dann fiel er in den Topf. Das hielt nicht aus. Sein kleiner geiler Tropf. Aus. Drecksau. Ja. Gibt's irgendwas Neues bei euch? Bei mir nicht viel. Warte mal, die können wir mitnehmen. Oh, Alter, der Charakter ist was Schnelles. Schau dir das auch erst, wie der da hinsprintet. Bist du narrisch da. Das ist ein Wahnsinn. Weil ein Wetter ist da. Na, wirklich. Es dürfte aber nicht mehr die Festung Linchal. Wir nehmen alles mit, was wir brauchen. Auch wenn diese Folge etwas kürzer wird. Aha. Au! Ihr werdet mich nie besiegen. Tut euer Schlimmstes. Naja. Gewand des Totenbeschwörers. Das können wir verkaufen. Pantoffeln.
Geringe Entnervung. Na gut, mit geringer Entnervung kann ich nicht viel anfangen. Na gut. Da war ja irgendwo also eine Knochengerippe da. Knochenmehl, Eisenpfeil, nehmen wir alle 5 mit. Können wir überhaupt ein bisschen was tragen? Ah ja, schau, ich kann ja mehr tragen durch die Stärkeerhöhung, gell? Was ist denn da? Wow. Wow, das ist... Wow. Nein, Kenny, du gehst noch Quatsch. Weißt du, ich muss mich immer wieder selber bändigen. Mein unbändiger Drang, Dinge zu tun, die ich zuerst gesagt habe und dann tue ich es nicht, ist halt immer so, ja. Da bin ich ganz erpicht im Sein. Drum ist es manchmal auch zum Schreien. Am Spiel kannst du bitte ein schöneres Wetter auflegen oder erwartet mich eine Katastrophe? Warte mal, jetzt muss ich mal was schauen. Weil momentan kenne ich mich nämlich nicht aus. Na, da war das nicht, da war das auch 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 nicht, da. Also ich muss jetzt da um den Hang oder um den Berg herum. Wieso spaziere ich, wenn ich doch schnell reisen kann? Alter. Los jetzt. Lauft, solange noch Zeit ist. Die Wachen halten immer noch die Straße. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor sie überwältigt werden. Weglaufen? Vor was? Beim Blut der Götter. Ihr wisst es noch nicht, oder? Die Daedra haben Quatsch letzte Nacht überrannt. Vor den Mauern waren seltsam leuchtende Portale. Tore nach Oblivion selbst. Da war eine riesige Kreatur, wie aus einem Albtraum, kam direkt über die Mauern und spuckte Feuer. Sie umzingelten dieses Ding. Tod und Verderben. Man kann nicht die ganze Stadt zerstören. Es geht schon, aber unser Charakter ist zu blöd dazu, dass er das glaubt. Sie selbst. Quatsch ist eine qualmende Ruine. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind, versteht ihr? Alle anderen sind tot. Wie seid ihr entkommen? Es war Savlian Martius. Ein paar von den anderen Wachen. Sie halfen einigen von uns zu entkommen. Sie schlugen sich ihren Weg hinaus, direkt durch die Stadttore. Savlian sagt, sie können die Straße halten. Nein, nein, ich glaube ihm nicht. Nichts kann sie aufhalten. Wenn ihr es gesehen hättet, dann wüsstet ihr das. Ich mache, dass ich hier wegkomme, bevor es zu spät ist. Sie werden jeden Moment hier sein. So viel steht fest. Lauft, solange ihr noch könnt. Ja, 2 Beine habe ich, also schau her, laufen kann ich auch, schau. Ich kann gehen und ich kann etwas schneller gehen. Ich kann sogar springen. Quatsch wurde bereits zuvor aus Schutt und Asche wieder aufgebaut und sie wird es erneut schaffen. Ich bin nur noch müde. Ich kann es nicht fassen. Ich muss wieder von vorn beginnen, mit nichts. Gebt nicht auf, ihr seid nicht allein. Und die Kapellen und der Ältestenrat werden uns helfen. Wir müssen uns nur gedulden. Ich habe überall gesucht. Vielleicht ist sie immer noch in Quatsch, in einem unterirdischen Versteck. Hä? Na, das ist mir zu verwirrend. Wer bist du? Ich habe überall gesucht. Vielleicht ist sie immer noch in Quatsch. In einem unterirdischen Versteck. Ja, das hat mir der auch gerade erzählt. Na gut. Hinauf nach Quatsch. Dort zählen dir alle Quatsch. Der Mond schaut geil aus. Bam, 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 bam. Oh. Das Wetter fordert seinen Blutzoll. Und wenn ich sage Blutzoll, gell, dann hat das sicher nichts mit meiner einzigen 14 zu tun. Oh Gott. Na.
Jetzt ist... Sablian Matthews. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber das wird schon eine sehr dringend, eine sehr notwendige Person sein in diesem Sein, gell? In der nächsten Ausgabe werden wir, ja, mein Gott, die Oblivion-Tore, das ist ein für mich persönlicher Albtraum. Ich verlaufe mich ständig und es wird nicht besser. Bis zum nächsten Mal, Baba.